Merci, Herr Präsident. Ich habe morgen die Mut mitgebracht. Ein Mut aus dem Gart, für einen engen Mut nach aus dem Boden gezogen. Just eng, da muss man es ein bisschen teilen. Auf alle Fall wollte ich darüber weisen, die Mut gesagt, nicht perfekt, da ist vielleicht nicht, wie das aus dem Supermarché kennt, aber das ist ein regional produziert Mut. Und die schmeckt auch sicherlich gut. Die könnt ihr so essen oder die könnt ihr auch kochen. Auf alle Fall, darüber will man heute schwätzen. Über eine gesunde Ernährungspolitik, und der Minister hat ja schon an der Intro gesagt, darauf stellt sich, welche Impulse oder welche Aktionen kann Politik holen, für ein nordisches Ernährungssystem zu ermöglichen, zu unterstützen und noch zu promovieren. Und es sind, wie gesagt, viele transversale Bereiche, die hier am Nähen verlaufen, und da ist es doch vielleicht flott, dass die neuen Redner aus unterschiedlichen Wühen die Sache belichten. Bei mir ist wahrscheinlich ein großer Touch-Produzent dabei, bei anderen echt aus der Sicht vom Konsument. Ich wollte für dich darauf eingehen, wie die Ernährung sich die letzten 50 Jahre verändert hat. Es sind auch nach 50 Jahren für allem saisonal und sowieso regional Lebensmittel selber präpariert gehen, oft aus der nahen Gegend oder sogar am eigenen Gart. So hat auch die Globalisierung Tiefkultur an den Frigo dazu gefordert, dass ein Haut zu allem Moment kann von allem essen. Daneben hat der Supermarché die kleine Dorfepicerie am Dorf ersetzt. Und das hat natürlich auch Vorteile. Der Schwach Lebensmittel ist riesig gehen. Es geht nicht mehr alltag Neues, just ein Buttisch an neues Grumper mitgebracht. Heute können wir Lebensmittel von überall an alltag Neues genießen, an alltag Neues probieren. Das ist aber auch so, dass die Essen an der Mannspräparation davon durch Zeitmangel eine ganz wichtige Rolle spielt, auch viel an der Restauration an präpariert Lebensmittel am Menü zu sich gehen. Das hat auch einen Einfluss auf die Produktion gehabt. Es ging am Anfang heute an der Landwirtschaft just nach Rohstoffen für eine Lebensmittelindustrie präpariert, also produziert. Der Bauer hat einen direkten Lien mit dem Konsument verloren und muss heute für eine globale Markt schaffen. Parallel hat die Verarbeitungsindustrie sich auch verändert und sich der spezialisierte Demand angepasst. Sie offeriert heute ultra-processed Food, Lebensmittel, die wie die Nummer sieht, viel verschafft sind, aber wo solche Zusatzstoffe, Zucker, Zucker, Fette oder so Produkte, die den Gut verstärken, mit verschafft sind, was zum Teil zu den gesundheitlichen Nebenwirkungen führt. An einer nordischen Ernährungspolitik muss dieser Situation Rechnung getragen gehen. Und ich wollte auf 3 Punkte eingehen, von denen die Ministerin geschwärzt hat. Einmal die gesunden Lebensmittel produzieren, dann auf die Lebensmittelsicherheit und Souveränität und zum Schluss auf die Regionalität und Diversifikation von unserer Landwirtschaft. Laut der TNS-Ilres-Etude, die die Ministerin zitiert hat, haben 57% der Konsumenten geantwortet, dass der Impact von den Lebensmitteln auf ihre Gesundheit für sie wichtig ist. Dëmfer weist, dass 71% von denen 57 ein Back plus 4 haben. Also haben wir eine starke Sozialkomponente. Es muss aber so sein, dass jeder, unabhängig von dem sozioökonomischen Status, ein Offer auf gesunden und bezahlbare Lebensmittel hat. Und noch verständlich kann verstehen, was gesund ist, aber was echt zu gesundheitlichen Problemen führt. Eine nachhaltige Ernährungspolitik muss sozial gerecht sein. Für das Schiedereen und gesunde Lebensmittel könnt also es wichtig, dass Produzenten mehr auch der Verarbeitungsindustrie klare Regeln haben und noch sensibilisiert gehen, für bedenkliche Substanzen zu reduzieren. Zum Beispiel am Fall vom Zucker oder der Salsa. Das Thema hatte mir letztes Jahr am Kader von der Obesität schon mehr im Detail geschwärzt. Die Festlege von Mindestrückständen oder auch bakteriologische Qualitäten, zum Beispiel Salmonellen, aber auch Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien, führt auch zu mehr Lebensmittelsicherheit und zu gesunden Lebensmitteln. Wir brauchen natürlich eine Überwachung und Kontrollen. In diesem Bereich ist unser Lebensmittelsystem schon extrem gut aufgestellt. Wir alle Gute kriegen regelmäßig mit, dass problematische Lebensmittel zurückzugehen. Es ist auch wichtig, dass wir die Kontrolle beibehalten und das System auch konsequent ausbauen auf alle Lebensmittel, die hier konsumiert werden. Es ist dann auch wichtig, dass eine verständliche Etikettierung auf die Lebensmittel ist. Systeme wie Nutri-Score, Rot-Lot, Green-Lot oder aber Appen können helfen, dass ihr besser versteht, wie ein Lebensmittel gesund sind und sollen konsumiert gehen. Die Reklamen haben natürlich auch einen großen Einfluss, ob es allem, vor allem ob es Kanner. Wer von uns kennt nicht Situationen, wo in einem Supermarché für seine eigenen Kanner neue Produkte gewissen kriegt und sie sagen, das ist aber gut. Für uns als CSV wäre es wichtig, dass Kanner und Jugendliche für unsere Reklamen zu schützen. Vor allem über Restriktionen auf Social Media.
Verschiedene Länder wie Großbritannien oder Kanada haben so etwas angefordert am Bereich von dem Fernsehen. Da wird zum Beispiel 4 Uhr keine Reklame mehr gemacht für ungesunde Lebensmittel. Und der Fernsehen spielt eine immer größere Rolle, was wahrscheinlich sich auf Social Media zu konzentrieren, ist wichtig. Mit das ist wichtig, dass man als EU eine Initiative startet. Wie ugangs gesot is man immer méi an der Restauration kollektiv. Fi allem als Kanner is Dacks net mit doheem, mé sinn ofhängig vun dem, wat an der Maison Relais oder an der Kantin op den Dëch kënnt. An dat ass eng Chance fir gesund an équilibréiert Menüer unzubieden. E ka je de Charch a Leitlinien oder Chlor Viergaben muss de Cash eng Indikationun gin, wer op den Dëch kënnt, a wer der frisch zoubereet gëtt. Als Gemengen an ihr Träger oder auch de Staat iwwerhoelen ha schon zu deel eng Vierbildfunktionun, wann schnimm nur Restopolis denkt. Allerdings sollen wir dann noch Präsenz von den Automaten an den Schulen vorstellen. Möchtet Sinn, den Schüler ein équilibrierte Menü anzubieten, wenn an der Pause des Snickers die Alternative ist. Hier muss auch die Schule eine Vorbildfunktion holen. Das Schulobstprogramm spielt an dem Fall eine wichtige Rolle. Da wäre es interessant zu wissen, ist der Dorf groß genug für die Schüler, sind Tiefen oder Pause eitel oder leidet Obst noch am Kurve. Wenn du heimgehst oder am Restaurant hat Politik immer einen großen Einfluss. Sie kann und muss allerdings sensibilisieren in Richtung von gesunder Ernährung. Die Message ist klar, eine équilibriert und diverse Ernährung von allem Essen, von verschiedenen nicht zu viel, von allem ein bisschen, aber selber lehren, Grundnahrungsmittel frisch zu verschaffen und sich Zeit dafür holen. Für viel zu bereden, aber auch für zu schmecken und zu genießen. Das ist der Grundstein von einer gesunden Ernährung. Und dann darf auch einst du ein gutes Glas Wein von der Musel dabei sein. Auf Wösner erregt den über Sensibilisierungskampagnen wie das Landwirtschaftsministerium oder auch andere Partner aus dem Landwirtschaftsbereich das schon machen. Ich denke, in dem Programm so schmeckt Lützburg und dem Magazin gut, aber auch ein Fahrer Agricole oder darum Bauernhof. Ganz am Anfang vom Leben, Ganz am Anfang vom Leben lernt die verschiedene Guten zu entwickeln. Die ersten Lebenslehre sind prägend und das ist wichtig, dass Kanner ganz frei viel unterschiedlich gesund Lebensmittel für allem Obst gemäß Angebote kriegen, für die gut zu entwickeln. Der Brokkoli und der Chicorn sind prinzipiell mal eingeht. Wir präpariert auf verschiedene Formen und oft Angeboten kommen sie irgendwann auf die Gut. Oft das Geburt von Kanner ein Schlüsselmoment für Eltern, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen und da muss die Sensibilisierung umsetzen. Kanner müssen auch dann lehren, durch no ein Gut für die gesunden Lebensmittel zu entwickeln. Und auch lehren, wie ihr selber erstens zubereitet. Thema von der Saisonalität spielt natürlich auch eine Rolle. Dafür muss über pur nachgedacht gehen. Eng oder mehr obligatorisch Visiten am Primär an der École du Goût zu Brandenburg zum Beispiel. Das Initiative erlaubt es, die Schüler zu lehren, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie schmecken und auch wie sie zubereitet gehen. Kachatelieren an der Maison Relais sollen denen Kanner, die nicht daheim gewiesen kriegen, wie erstens zubereitet, aber erlauben, auch zu sehen, wie gekocht wird. Dann die Initiative von der Schulgeld. Am Kader von der Natur, da in Schulheft hat man eine Diskussion darüber, dass auch Schulgeld sollen ein Teil sein von einem Schulhaft. Weil die Mutter, die muss natürlich an den Boden gesehen gehen, die muss fressen, die muss gepflegt gehen, den sie da genießen kann. Und der Edukationsminister hat am Projekt vom Manner Ekran mehr bewegen auch gesagt, dass sich der Sache ging unhöllen. Das ist aber wichtig, dass da anzunehmen schwatte Gemengen guckt, wie in Summer meint, überbrückt kriegt, weil das ganz oft dann als für die Gärte allein bleibt, aber nur nicht wie du hast. Da könnten zum Beispiel zusammen mit Beschäftigungsinitiativen helfen. Ich ging da bei den Punkt kommen von der Sécurité und der Souveränität alimentaire. Die Ernährungspolitik muss sicherstellen, dass genug sicher, also erst bei Lebensmitteln verfügbar sind. Es stehen am Anfang schon auf Normen und Kontrollen ergangen. Eine nordische Ernährungspolitik muss auch dafür sorgen, dass das Produktionspotenzial nachhaltig erhalten bleibt. Und noch für allem produziert wird für strategische Aufhängigkeit, wie man zum Beispiel an der Pandemie mit Material, medizinischen Material oder an der Energiekrise erlebt haben, zu verhindern. Ja, das ist wichtig, dass an diesem Punkt überregional und europäisch geguckt wird. Für das Produktionspotenzial von der Landwirtschaft zu erhalten, ist es für allem wichtig, dass man Leute haben, die Lust haben, an der Landwirtschaft zu schaffen. 12 der Bauern als rückläufig. Das ist wichtig, jung, an Männer jungen Leute zu encouragieren, an die Landwirtschaftsberufe heranzuklammern, an die flotte kreative Beruf vom Bauer auszuüben. Der Minister hat ja annonciert, dass sie am Gang ist, zu analysieren, wo Probleme sind
aber eng politische Maßnahmen könnt hören. Dem von der ILRES weist, dass die größte Sorge von den Produzenten den administrativen Aufwand, die viel oplären, an der Summe man einer Unterschied von den Preisen sind. Dafür muss man Oplären reduzieren, respektiv Doppelaren an Verhältnis bringen zu der Größe von den Betrieben. Das ist wichtig, auch wenn man Diversifikation denken, weil ihn oft ganz klein aufhängt an oft Türden, aber dazu wird dann am meisten bremst, weil die oft auf die Industrie oder auf größere Verarbeitungsbetriebe ausgelöst. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir als Ressourcen für allem als Böden schützen und gesund halten. Landwirtschaft ist, wie die Nummer sieht, und den Boden gebunden. An genau der Boden muss geschützt gehen. Für die erste einmal für der Versicherung. Weil wenn bis Beton da ist, da ist kein Mut mehr da. Wir auch für andere Nutzungen, wir hatten darüber geschwärzt, dass wir zum Beispiel alle Leute der Meinung wären, dass nicht Fläche PV für Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftliche Böden gehören, mehr immer ein enger Zusammenspiel mit Landwirtschaft, da die Lebensmittelproduktion nicht an Bedrängnis bringen. Das ist dann auch wichtig, dass bei Extensivierung und Kompensationsmaßnahmen auch immer so gedurcht wird, dass der Naturschutz zusammen mit der Landwirtschaft gemerkt wird, dass für eine Produktion kann erhalten bleiben. In dem Sinn also zu begrüßen, dass der Koalitionsakkord vorgesehen, die landwirtschaftlich hochwertigen Flächen zu schützen. Und da müssen wir alle Ressourcen schützen, Wasser, Luft, für das wir Führer können produzieren. Beim Boden muss man dafür sorgen, dass keine Erosion, keine Unfruchtbarkeit und noch kein Humusaufbau stattfindet, weil das langfristig als Lebensmittelproduktion eine Gefahr bringt. Hier sind verschiedene Aktionen möglich. Ich denke, eine Biolandwirtschaft, wo einen neuen Aktionsplan könnt, integriert approchen, aber auch die Umweltmaßnahmen sorgen dafür, dass hier Potenzial nicht gefährdet wird. Als Weltpopulation wiest, wir müssen auch neu werden, für effizient Lebensmittel zu produzieren. Neue Lebensmittel an der EU als Novel Food bezeichnen können eine Chance für eine effiziente Lebensmittelproduktion. Darin fallen zum Beispiel Landbruchskulturen wie Hefen. Wir müssen als reglementarische Kader gehen für das Lebensmittel und auch Initiativen und Forschung an dem Bereich unterstützen. Lebensmittelsouveränität und Lebensmittelsicherheit geht nicht zum Nulltarif. An den Verhandlungen rund um den EU-Budget ist es wichtig, das Budget für die Lebensmittelproduktion zu erhalten oder sogar auszubauen. Alle anderen Decisionen gingen zu einem Rückstand an diesem Bereich feiern. Ich komme aber der letzte und dritte Punkt, regional Lebensmittel und Diversifikation. Das Lebensmittelsystem durch eine Vernetzung von Produktion, Verarbeitung und Konsumenten mehr stark machen. Ein Ernährungssystem mit gesunden, lokalen und umweltfreundlich produzierten Lebensmitteln muss die Konsumenten und Grundnahrungsmittel wie Mutter rufen. An einem kleinen Land wie Lützeburg muss das möglich sein. Und hier müssen wir auf verschiedenen Niveaus aktiv gehen. Die Restauration kollektiv bietet eine Chance für die Stadt und Gemeinden hier Verantwortung können holen, für bestmöglich regional und saisonale Lebensmittel zu kaufen. Das Projekt Supply for Future an Restopolis setzt da an. Und als ein gutes Beispiel, weil Produzenten direkt Lebensmittel an die Kantine liefern. Das wichtigste Projekt zu begleiten, zu gucken, wo Schwierigkeiten sind, aber nicht anzupassen. Ein anderes Projekt ist das Projekt vom Gemengesyndikat Sicona, im ersten regional Bioaffaire, als auch ein gutes Beispiel, in dem sich andere Gemengekinder aufschließen, weil da ein Lastenheft erstellt gehen, als für maximal regional Lebensmittel an die Schulkantinen zu verschaffen. Naturparke gehen auch ähnlich fair mit einer Schachtel. Regionalität und Saisonalität ausbauen, heißt auch Diversifikation von der Landwirtschaft vorantreiben. In vielen Bereichen sind wir defizitär. Bauern, die neu werden, müssen konsequent unterstützt gehen. Zu begrüßen als der Kontaktpunkt Agri-Innovation am Landwirtschaftsministerium, den als One-Stop-Shop für Produzenten gilt, die neu werden gehen. Am Anfang ist es schwer, wenn etwas Neues aufhängt, und es ist wichtig, begleitet zu gehen und genug Kontakte zu kriegen. Bauern, die an Direktverarbeitung investieren, sollen weiterhin finanziell unterstützt gehen. Es sind oft, wie gesagt, kleine Quantitäten, mit denen man aufhängt, und die Kosten pro Unität sind ganz hoch am Anfang, und es braucht eine Unterstützung, für um Marché seinen Platz zu finden. Da wissen wir alle gut, dass der Gemeindeausbau noch viel Potenzial hat, und das ist da wichtig, dass das deposierte Gesetz für die Gemäßherren da ist oder könnt, für denen Produzenten zu helfen, die da wollen aktiv gehen. Und dann noch Innovativprojekte im Bereich der Direktvermarktung, sehr wird Haftbutiker oder Solar, müssen unterstützt gehen, für zum Beispiel über die Zentralkommunikation, dass man gesehen, wo überall gibt der Haftbutiker, wo gibt Direktvermarkter, wo direkt kann die Produkte kommen, und vielleicht auch denen helfen,
dass sie hier Logistiken ein bisschen zentralisieren, wenn sie Überschuss und Produkte haben. Auf alle Fall regionale Vermarktung bietet viel Chancen erschafft für allem eine Vertrauensbasis zwischen dem Konsument und dem Produzent. Für aufzuschließen will ich noch einmal betonen, CSV will keinem vorschreiben, was er auf seinen Teller möchte, wir wollen aber sicherstellen, dass gesunde Lebensmittel verfügbar sind und auch alle Informationen bekannt sind, für das der Konsument sein Schwacker machen. Dafür stimmen wir für stark Budget für die Lebensmittelproduktion, eine starke Sensibilisierung an Information, wissenschaftlich basiert Lebensmittelnormen, den Ausbau von den regionalen Filieren und den Schutz von den natürlichen Ressourcen. Gut Essen ist wichtig, das ist auch ganz oft ein sozialer Moment vom Zusammensinn. Eine gute Ernährungspolitik sorgt dafür, dass Lebensmittel und Genießen davon auch zu einem starken Moment gehen. Es so nicht merci und hoffe, dass den Norredner nach ein Beilage für bald Mut fallen.